Hallo und willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir nehmen uns heute ein Thema vor, das im Christentum absolut zentral ist, aber, auf den ersten Blick paradox wirkt. Das Fest der Kreuzerhöhung am 14. September. Sie haben uns dazu Material geschickt. Allgemeine Infos, Auszüge aus einer Predigt von Pfarrer Sagie, die das sehr modern beleuchtet, und Zitate von frühen Kirchenvätern. Genau, eine interessante Mischung. Und unsere Mission heute ist es, gemeinsam zu verstehen, wie konnte ausgerechnet das Kreuz, ein brutales römisches Hinrichtungsinstrument, Symbol für tiefste Schande, qualvollen Tod, wie konnte das zum wichtigsten Zeichen des christlichen Glaubens werden? Eine wirklich fundamentale Frage. Ein Zeichen, das man nicht nur verehrt, sondern sogar mit einem eigenen Fest feiert. Was steckt da historisch, theologisch, spirituell dahinter? Schauen wir uns das mal genauer an. Sehr gerne. Fangen wir vielleicht kurz mit der Geschichte an. Das Fest selbst hat ja, so wie ich das sehe, zwei historische Wurzeln. Stimmt. Da ist zum einen die Legende, muss man wohl sagen, von der Auffindung des sogenannten wahren Kreuzes Jesu durch Helena. Das war die Mutter Kaiser Konstantins, so um 326 in Jerusalem. Eine faszinierende Geschichte für sich, auch wenn historisch nicht ganz einfach zu greifen. Ja, eben. Und zum anderen, das ist vielleicht historisch etwas handfester, die Weihe der Grabeskirche. Die hat Konstantin ja über dem vermuteten Grab Jesu erbauen lassen. Genau, ein riesiges Bauprojekt damals. Und diese Weihe war am 13. und 14. September 335. Da wurde das Kreuz dann feierlich gezeigt, erhöht. Das ist sozusagen der kalendarische Anker. Exakt. Das sind die äußeren Anlässe. Aber die erklären natürlich noch nicht die tiefe Bedeutung, die dahinter steckt. Nein, überhaupt nicht. Theologisch geht es da ja um was viel Grundlegenderes, fast schon Revolutionäres. Dieses Fest feiert nicht primär ein Stück Holz, klar, sondern den spirituellen Triumph des Gekreuzigten durch dieses Kreuz. Ah, okay. Es ist sozusagen die symbolische Erhöhung von etwas, das menschlich gesehen eine absolute Niederlage war, hin zu einem Zeichen des Sieges. Sieg über Sünde, Tod, alles Böse. Paulus hat das ja schon früh formuliert, oder? Ganz genau, das ist wirklich zentral bei ihm. Er schreibt ja im Korintherbrief: Wir aber verkünden Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein Skandal, für Heiden Torheit, denen aber, die berufen sind, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das muss man sich mal vorstellen. Das Todesinstrument als Gottes Kraft und Weisheit? Eben. Das Instrument des Todes wird quasi zum Baum des Lebens umgedeutet, ein Symbol der Hoffnung und Erlösung. Und diesen Gedanken, diese Umdeutung, den greift Pfarrer Sagie in seiner Predigt auf, die Sie uns mitgegeben haben. Er schaut da ja zuerst auf die biblischen Wurzeln. Ja, er beginnt im Alten Testament. Genau, erinnert an diese, ziemlich dramatische Geschichte aus dem Buch Numeri. Die wird ja traditionell an diesem Festtag auch gelesen. Stimmt, die mit den Schlangen in der Wüste. Das Volk Israel murrt gegen Gott und Mose wird zur Strafe von Giftschlangen gebissen. Viele sterben. Sie bereuen und dann weist Gott Mose an: Mach eine Schlange aus Bronze, häng sie an eine Stange. Und wer gebissen wurde und aufschaut, wird gerettet. Eine wirklich, irritierende Geschichte. Eine Schlange, oft Symbol des Bösen, wird hier zum Rettungszeichen. Total. Aber das Christentum greift das auf. Genau, das ist der Punkt. Im Johannesevangelium, das man auch oft an diesem Fest hört, bezieht Jesus das ja direkt auf sich. Er sagt: Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Ah, die Parallele. Damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Die Erhöhung am Kreuz wird hier also parallel gesetzt zur Erhöhung der Schlange. Beides rettet vor dem Tod, aber Jesu Erhöhung verspricht eben nicht nur irdisches Überleben, sondern ewiges Leben. Das ist schon eine, kühne Aneignung dieses alttestamentlichen Bildes. Aber wie funktioniert diese Rettung durch das Kreuz theologisch? Ist ja keine Magie. Nein, überhaupt nicht. Und hier wird's theologisch richtig tief. Pfarrer Sagie betont in seiner Predigt nämlich sehr stark einen anderen zentralen Text für dieses Fest. Den Philipperbrief, Kapitel 2. Okay. Paulus beschreibt dort das Herzstück dessen, was am Kreuz geschieht, mit diesem griechischen Wort Kenosis. Kenosis. Ja, bedeutet so viel wie Selbstentäußerung, Selbstentleerung. Jesus, obwohl er Gott gleich war,
klammert sich nicht an seine Göttlichkeit, sondern entäußert sich, wird Mensch, nimmt die Gestalt eines Dieners an, eines Sklaven. Er erniedrigt sich selbst. Ja, und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das ist eine Bewegung nach unten, eine radikale Selbsterniedrigung aus Liebe und Gehorsam. Und das ist der Punkt. Das ist der eine Teil. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Weil er diesen Weg der radikalen Demut und des liebenden Gehorsams gegangen ist, deshalb hat Gott ihn über alles erhöht. Die Antwort Gottes quasi. Genau. Die Erhöhung ist Gottes Antwort auf Jesu Selbstentäußerung. Das Kreuz ist also nicht das Ende, sondern der Durchgang. Es ist, wie Pfarrer Saji in seiner Predigt das herausarbeitet, nicht nur ein historisches Ereignis, sondern ein grundlegendes Muster für christliches Leben. Ein Muster. Wie meinen Sie das? Es geht um Demut statt Stolz, Dienen statt Herrschen, Gehorsam gegenüber Gottes Willen, auch wenn es schwerfällt, und um eine Liebe, die bereit ist, sich selbst hinzugeben. Der Weg durch dieses Kreuz führt zur Herrlichkeit, zur Auferstehung. Das klingt theologisch stimmig, aber auch, sehr anspruchsvoll. Wie kann man sich das denn heute im Leben vorstellen? Das ist die entscheidende Frage, klar. Und da finde ich das Beispiel, das Pfarrer Saji in seiner Predigt bringt, wirklich sehr, sehr stark. Welches meinen Sie? Er erzählt von einer jungen, kranken Schwester während der Hochphase der Covid-19-Pandemie. Man muss sich das mal vorstellen. Völlig erschöpft, unter Druck, Angst vor Ansteckung, oft wochenlang von der Familie getrennt. Ja, eine extreme Situation. Und trotzdem geht sie jeden Tag wieder auf die Isolierstation, zieht diese unbequeme Schutzkleidung an, die sie ja wie eine Rüstung von der Welt trennt, und kümmert sich um schwerkranke, einsame, oft sterbende Menschen. Und was hat sie über das Kreuz gesagt? Das interessiert mich. Sie hat, so berichtet es Pfarrer Saji in seiner Predigt, irgendwann erkannt, diese Maske, dieser Schutzanzug, diese ganze Situation, das ist mein Kreuz. Wow. Es ist unsagbar schwer, aber ich merke, gerade dadurch, dass ich es trage, kann ich einen Funken Hoffnung zu Menschen bringen, die völlig allein sind und leiden. Das ist... ja. Und sie sagt weiter, sinngemäß, wenn ich die Hand eines Patienten halte, sehe ich irgendwie Christus am Kreuz vor mir, der seine Liebe in diese dunkle Welt hinein verschenkt. Das ist ein unglaublich starkes Bild. Finde ich auch. Es zeigt genau das, was wir besprochen haben. Das Kreuz ist hier nicht nur passives Erleiden, kein Masochismus oder so. Es ist Leiden, ja, aber ein Leiden, das durch die Motivation der Liebe transformiert wird. Durch die Liebe zum Nächsten, die Nachfolge Christi. Genau. Es wird zu einem aktiven Akt der Hingabe, der Angst in Hoffnung verwandeln kann. Es ist Liebe, die sich gerade im Schweren für andere verströmt. Das macht die theologische Idee sehr greifbar, finde ich. Aber was heißt das jetzt für uns alle, die vielleicht nicht in solchen Extremsituationen stecken? Was bedeutet das Kreuzleben im Alltag? Pfarrer Sameji stellt genau diese Frage in seiner Predigt und gibt auch Antworten. Er sagt im Grunde, das Kreuz ist keine Antiquität, kein Schmuckstück, das man halt trägt. Sondern eine konkrete Lebensweise, die sich in unseren täglichen Entscheidungen zeigt. Es bedeutet, bewusst die Liebe über den Egoismus zu stellen, auch wenn es uns was kostet. Zum Beispiel? In Konflikten vielleicht den ersten Schritt zur Vergebung wagen, statt auf Rache zu sinnen. Sich an die Seite der Schwachen, der Übersehenen stellen, auch wenn das unbequem ist oder Kritik einbringt. Wahrhaftig sein, zum Wort stehen, auch wenn Lügen einfacher wären. Das klingt schon nach einem hohen moralischen Anspruch. Besteht da nicht die Gefahr, das falsch zu verstehen, also als Aufforderung, Leid zu suchen oder passiv zu ertragen? Sehr wichtige Frage. Und genau das betont Pfarrer Saji in seiner Predigt auch. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, Leid zu suchen oder gar zu verherrlichen. Das wäre ein schlimmes Missverständnis. Sondern? Der Kern ist, wenn Leiden unvermeidlich ist durch Krankheit, Verlust, Ungerechtigkeit oder auch als Konsequenz guter Taten, dann kann dieses Leiden durch die Verbindung mit Christus, durch den Glauben an seine Gegenwart darin, verwandelt werden. Verwandelt? Ja, es wird zu einem Ort der Begegnung mit ihm und kann, paradoxerweise, zu einer Quelle der Hoffnung und inneren Stärke werden, die auf die Auferstehung ausgerichtet ist. Jeder bewusste Akt der Liebe, der uns etwas abverlangt, jede Entscheidung für das Gute, die mit einem persönlichen Opfer verbunden ist,
Das ist, so versteht es Pfarrer Saji in seiner Predigt, eine Form der Teilnahme am Kreuz Christi. Und die schafft letztlich Leben. Pfarrer Saji fordert in seiner Predigt dann ja sogar dazu auf, selbst ein Kreuz für andere zu werden. Das klingt erstmal, sperrig. Er meint aber wohl nicht, anderen zur Last zu fallen. Nein, ganz im Gegenteil. Er meint damit, so legt er es in seiner Predigt dar, durch unser Handeln und unsere Haltung zu einem Zeichen der Hoffnung für andere zu werden, gerade dann, wenn es schwierig ist. Okay, wie kann das aussehen? Er nennt Beispiele. Wenn man jemandem, der leidet oder verzweifelt ist, geduldig zuhört, präsent ist, ohne schnelle Ratschläge, dann wird man für diese Person vielleicht zu einer Art Erinnerung daran, dass sie nicht allein ist, dass Gott sie nicht vergessen hat. Das ist ein starker Gedanke. Oder wenn man vergibt, auch wenn es schwer fällt, öffnet man vielleicht eine Tür zur Heilung. Für den anderen, aber oft auch für sich selbst. Wenn man dient, hilft, Gutes tut, ohne ständig auf Anerkennung zu schielen, weist man auf diese selbstlose Liebe hin, die im Kreuz sichtbar wird. Und das Tragen eigener Prüfungen. Genau, wenn man eigene Prüfungen, Krankheiten, Enttäuschungen im Glauben trägt, ohne zu verbittern, kann man für andere zu einem stillen Zeugnis werden. Ein Zeugnis dafür, dass Leiden, wenn es mit Christus verbunden ist, nicht das letzte Wort hat, dass es erlösend sein kann. Man wird also, wie die Krankenschwester im Beispiel von Pfarrer Sadai in seiner Predigt, zu einem sichtbaren Zeichen der Hoffnung und der Auferstehung, mitten in der Dunkelheit. Das ist dann die gelebte Konsequenz der Kreuzesnachfolge. Absolut. Und was ich wirklich faszinierend finde, wenn wir jetzt mal auf die anderen Quellen schauen, die sie uns gegeben haben, die Zitate der frühen Kirchenväter, Ja, diese tiefgreifende Sichtweise des Kreuzes, die ist keine moderne Erfindung und auch nicht nur bei Paulus zu finden, sie zieht sich durch die gesamte christliche Tradition von Anfang an. das heißt, diese Theologen des 3. bis 8. Jahrhunderts sahen das ähnlich wie Pfarrer Saji in seiner Predigt heute. Verblüffend ähnlich, ja, auch wenn sie natürlich in einer ganz anderen Welt lebten. Das ist interessant. Wie haben die das denn formuliert? Gab es da unterschiedliche Akzente? Ja, durchaus. Es ist spannend zu sehen, wie sie verschiedene Facetten beleuchten, aber immer auf denselben Kern rauslaufen. Sieg, Leben, Heilung. Nehmen wir mal Johannes Chrysostomus, diesen großen Prediger aus dem 4., 5. Jahrhundert. Okay. Er betont die kampferische Seite. Für ihn ist das Kreuz eine Siegestrophäe gegen Tod und Teufel, das unüberwindliche Banner unseres Königs, das Schwert des Geistes. Man spürt bei ihm noch die Auseinandersetzung mit einer stark heidnischen Umwelt, das Kreuz als Waffe und Schutzschild. Eine sehr dynamische, ja fast militärische Sichtweise. Gab es auch andere Betonungen? Ja, zum Beispiel Cyril von Jerusalem, auch 4. Jahrhundert. Er war Bischof genau dort, wo das Kreuz angeblich gefunden wurde und die Grabeskirche stand. Bei ihm steht die Integration des Kreuzes ins tägliche Leben im Vordergrund. Wie meint er das? Er sagt den Gläubigen ganz eindringlich: Schämt euch nicht des Kreuzes Christi, sondern rühmt euch dessen. Macht dieses heilige Zeichen des Kreuzes auf eure Stirn und über euer Herz, über euer Brot und euren Kelch, bei eurem Kommen und Gehen, vor dem Schlaf, beim Niederlegen und Aufstehen. Wow, also überall. Ja, soll alles durchdringen. Es ist kein abstraktes Symbol, sondern gelebte Realität, ständiger Begleiter. Das geht ja sehr weit. Fast eine Sakramentalisierung des Alltags durch das Kreuzzeichen. Könnte man so sagen, ja. Und dann haben wir Ephrem den Syrer, einen großen Dichter und Theologen, auch aus dem 4. Jahrhundert. Bei ihm wird die heilende und tröstende Dimension besonders spürbar. Poetische Bilder, sagten Sie. Ja, wunderschön. Das Kreuz ist für ihn die Auferstehung der Toten, der Stab der Lahmen, der Trost der Armen, die Hoffnung der Verzweifelten, der Arzt der Kranken, die Quelle lebendigen Wassers. Man spürt die Kraft des Kreuzes als Ort der Heilung, der Zuflucht für alle Mühseligen und Beladenen. Das klingt fast wie eine Litanei der Hoffnung. Das ist es auch. Und schließlich Andreas von Kreta, später, 7., 8. Jahrhundert. In einer Predigt zum Fest fasst er vieles zusammen. Wir feiern das Fest des Kreuzes, durch das die Finsternis vertrieben und das Licht wiedergebracht wird. Die Wende. Genau. Wir feiern das Fest des Kreuzes, durch das der Tod vernichtet und das Leben wiederhergestellt wird. Für ihn ist klar,
Das Kreuz ist der Ort der entscheidenden Wende, der Rettung. Und bis heute heißt es ja in der byzantinischen Liturgie zu diesem Fest, ganz im Sinne der Väter: Vor deinem Kreuz werfen wir uns nieder im Gebet, o Herrscher, und deine heilige Auferstehung preisen wir. Kreuz und Auferstehung, untrennbar. Immer zusammengedacht. Es ist wirklich beeindruckend, ja, wie dieser rote Faden Kreuz als Sieg, als Leben, als Hoffnung sich von Paulus über die Kirchenväter bis in moderne Predigten wie die von Pfarrer Sassi zieht. Es ist also keine nachträgliche Schönfärberei des Leidens. Überhaupt nicht. Es ist von Anfang an Kern des christlichen Verständnisses. Für die prägenden Gestalten der Kirche war das Kreuz nie nur Symbol des Leidens oder der Schande, das sahen sie natürlich auch, aber es war immer schon und vor allem die Quelle der Heilung, der Sieg über den Tod, der Ursprung neuen, ewigen Lebens durch Gottes Liebe. Fassen wir also nochmal zusammen, was wir aus ihren Quellen mitnehmen können. Das Fest der Kreuzerhöhung feiert eine der radikalsten Umdeutungen der Geschichte. Ein römisches Folterinstrument, Inbegriff von Schande, Gewalt, Tod, wird zum zentralen